Der Stille. Dies ist Tibet This Week, ein wöchentliches Nachrichtenfeature über Tibet, seine Heiligkeit im Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Werfen wir doch einen Blick auf die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama kommt in seiner offiziellen Residenz in Dharamsala an. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hält die Eröffnungsvorlesung des Tien Chaturvedi Memorial Lecture. Seine Heiligkeit der Dalai Lama beglückwünscht Neuseelands neuen Premierminister Chris Hipkins. Sejong Bemba Tsering beglückwünscht den neu gewählten Premierminister von Neuseeland, Chris Hipkins. CTA feiert Indiens 74. Tag der Republik. Japanische Mönchskonferenz verurteilt China wegen Einmischung in die Reinkarnation seiner Heiligkeit des Dalai Lama. Am Montag dieser Woche traf seine Heiligkeit der Dalai Lama nach einem einmonatigen Aufenthalt in Bodh Gaya über Delhi in seiner offiziellen Residenz in Dharamsala ein. Sejong Bemba Tsering von der tibetischen Zentralverwaltung und die stellvertretende Sprecherin Döma Tsering Dekong sowie Vertreter verschiedener Organisationen empfingen seine Heiligkeit ehrfürchtig auf dem Flughafen Gagal. Safely. I think at least 1 month. more than 2 months. 1 month. Huh. 1 month. More than 1 month. More than 1 month. You see, meeting with people and carry 1,000-year-old India's sort of message of Karuna, message of Ahimsa. It is my duty with Buddhist monk's robe. So that's the Buddha's message and 1,000-year-old India's sort of real message. And actually real world need Ahimsa and Karuna. Actually India, democratic country, very stable, very good. Thank you. Eine jubelnde Menge von Anhängern, Tibetern und Nicht-Tibetern aus der Stadt begrüßten seine Heiligkeit mit viel Liebe und Freude in ihrer Heimat. Seine Heiligkeit der Dalai Lama wurde an das Indian Institute of Public Administration IIPA eingeladen, wo er am 21. Januar die Eröffnungsvorlesung des Tien Chaturvedi Memorial Lecture halten sollte. Seine Heiligkeit sprach über Karuna und gute Regierungsführung und sagte in seiner Rede: Wenn wir über Karuna und Ahimsa sprechen, denken wir nicht an die Unterschiede zwischen uns, sondern an die Art und Weise, in der wir gleich sind. Wo es Karuna gibt, entsteht ganz natürlich Ahimsa. Wenn du Karuna in dir hast, gibt dir das innere Stärke und Selbstvertrauen. Und auf dieser Grundlage können sie andere Menschen als ihre Brüder und Schwestern ansehen. Tien Chaturvedi war ein angesehenes Mitglied des indischen Verwaltungsdienstes IAS. Nach seiner Pensionierung diente er als Comptroller und Auditor General of India und später als Gouverneur von Karnataka. Mitglieder der Familie Chaturvedi, der Generaldirektor des IIPA S.N. Tripathi, der stellvertretende Direktor des Nehru Memorial Museums und der Bibliothek R.K. Mishra und andere empfingen seine Heiligkeit bei der Gedenkvorlesung. Seine Heiligkeit der Dalai Lama gratulierte in einem Brief dem neuen neuseeländischen Premierminister Chris Hipkins zu seiner Wahl zum Nachfolger der scheidenden Premierministerin Jacinda Ardern, die kürzlich ihren Rücktritt angekündigt hatte. Seine Heiligkeit wünschte dem neuen Premierminister viel Erfolg bei der Bewältigung der Herausforderungen, die vor ihm liegen, um die Bedürfnisse und Bestrebungen des neuseeländischen Volkes zu erfüllen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama schrieb am Dienstag an die scheidende neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, nachdem diese ihren Rücktritt vom Amt des Premierministers angekündigt hatte. In dem Brief drückte seine Heiligkeit seine Anerkennung für die vorbildliche Führung aus, die Premierministerin Ardern in den schwierigen Zeiten gezeigt hat. Seine Heiligkeit lobte sie außerdem dafür, dass sie als Reaktion auf die Tragödie der Massenschießerei im März 2019 Mitgefühl gezeigt hat. Sejong Bemba Tsering, das demokratisch gewählte Oberhaupt der tibetischen Zentralverwaltung, hat dem neu gewählten neuseeländischen Premierminister Chris Hipkins schriftlich zu seiner Wahl zum 41. neuseeländischen Premierminister gratuliert. In einem Brief an Premierminister Hipkins drückte Sejong seine Dankbarkeit gegenüber Neuseeland dafür aus, dass es seine Heiligkeit den Dalai Lama seit den 1990er Jahren bei mehreren Gelegenheiten gnädig aufgenommen hat.
Darüber hinaus dankte er der neuseeländischen Regierung und dem neuseeländischen Volk für die Aufnahme der tibetischen Diaspora-Gemeinschaft und die Schaffung eines verstärkten Netzwerks zur Unterstützung der tibetischen Sache und des tibetischen Volkes sowohl im politischen als auch im sozialen Bereich. Er fügte hinzu: Wir hoffen, dass Neuseeland unter ihrer Führung seine langjährige Unterstützung für Tibet bekräftigen und der sich verschlechternden Situation in Tibet größere Dringlichkeit widmen wird. Am Donnerstag dieser Woche veranstaltete die tibetische Zentralverwaltung eine kurze Zeremonie anlässlich des 74. Indischen Tags der Republik. An der Zeremonie nahmen hochrangige Vertreter des CTA teil, darunter der amtierende oberste Richter Karma Dandu Sikyum Bemba Tsering, die stellvertretende Sprecherin Döma Tsering Dekang, Galön Thalam Döma Changra, Galön Nosin Döma, der Beauftragte für Wahlen und den öffentlichen Dienst Wangdu Tsering Pesur, der Generalrechnungsprüfer Bema Dadu Arya, Mitglieder des Ständigen Ausschusses des 17. tibetischen Exilparlaments und hohe Beamte der CTA. Nach der Feier sagte Sikyum Bemba Tsering zu den Medien: Ohne die Hilfe und Unterstützung der indischen Regierung und des indischen Volkes wären wir heute nicht da, wo wir sind. Mit dieser Veranstaltung feiern und freuen wir uns mit der indischen Regierung und dem indischen Volk, denen wir zu großem Dank verpflichtet sind. Sikyum sagte auch: Während wir die heutigen Feierlichkeiten genießen, sehen wir uns auch danach, nach Tibet zurückzukehren und ein Fest zu feiern, an dem jeder Tibeter teilnehmen und auf das er stolz sein kann. Am Dienstag dieser Woche besuchten Vertreter der Japan Buddhist Conference for World Federation, GBCWF, Pastor Mitsutani Ekan, Generalsekretär und Pastor Ito Enin, das Office of Tibet Japan und trafen sich mit dem Repräsentanten Dr. Arya Tsongwangyalpo. Pfarrer Mitsutani Ekan hat vor kurzem im Namen der GBCW eine Erklärung abgegeben, in der China dafür verurteilt, dass es sich in die Auswahl der tibetischen inkarnierten Lamas einmischt und die Autorität beansprucht, die Reinkarnation des 14. Dalai Lama zu ernennen. In der Erklärung schrieb Pastor Mitsutani Ekan: Dies ist eine totale Beleidigung für die Religionsgemeinschaft weltweit, insbesondere für die Buddhisten. Die Mitglieder haben beschlossen, dass die Zeit reif ist, eine Erklärung abzugeben, um unseren Standpunkt deutlich zu machen und die chinesischen Behörden aufzufordern, die Tibeter ihre Religion frei ausüben zu lassen und sich nicht mehr in die Wahl des nächsten Dalai Lama einzumischen. Der Abgeordnete Arya dankte der Delegation für ihre Initiative, ihre Besorgnis zum Ausdruck zu bringen und die chinesischen Behörden aufzufordern, sich nicht in die religiösen Angelegenheiten der Tibeter einzumischen, und bot ihnen tibetische Kadas an. Yes, recently Japanese Buddhist Conference for the World Federations, they have issued a statement in which they have condemned the Chinese communist governments, saying that they have been doing a lot of religious repressions and violating the human rights in Tibet, but at the same time they say that they have authority to select the reincarnation of Dalai Lamas. So Japanese Buddhists, they feel that this is very incorrect, not right, because communist governments, in principle, they don't believe in religions. They don't know anything about the Buddhist concept of the life after death. So by saying that they have authority to select the Dalai Lama, they are just interfering in the Tibetan religious matters. So selection of the Dalai Lama, His Holiness Dalai Lama's reincarnation, should be the will of His Holiness and the Tibetan peoples. This is what they have studied. And they have also said that there are many Japanese monks and nuns and lay people who are great devotee of His Holiness Dalai Lama and the Tibetan Buddhisms. So it would be an insult for all the people who believe in the Buddhisms that if this religious interference by the Chinese is allowed like this. So they have asked the Chinese government not to interfere in this religion,
and a selection of Dalai Lama. And if, in case the Communist Party, they select the reincarnation of His Holiness Dalai Lama, the Japanese people and the Japanese monk, they will not agree to it. Seine Heiligkeit der Dalai Lama hat Japan 24 Mal besucht und das Land 16 Mal durchquert. Die meisten dieser Besuche erfolgten auf die Einladung japanischer Klöster und buddhistischer Verbände. Die japanischen Sangha-Mitglieder und Laien haben seine Belehrungen über Liebe, Mitgefühl und Gewaltlosigkeit sehr geschätzt. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.